Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Leute, letzte Reaction in diesem Jahr und ja, ohne Umschweife gehen wir rein in den Bums. Ist ja nicht lang. Ja, guten Abend, herzlich willkommen zur abschließenden Pressekonferenz, die wir heute natürlich angesichts der schrecklichen Bilder, die wir alle erleben mussten, reduziert und knapp halten wollen. Ein paar wenige Fragen natürlich zum Sportlichen an Vincent Kompany, aber damit wollen wir es dann auch belassen. Ich denke, Sie haben alle Verständnis dafür. Bitte schön, haben wir. dann wollen wir die erste Frage, den ersten Fragesteller aufrufen lassen. Kommen Sie noch bitte hinter und auch ein bisschen für Ruhe sorgen im Hintergrund, ganz gerne. Dann ist Christian Kunz für die dpa dran, bitte. Ja, hallo Herr Kompany, wie schwer fällt es Ihnen in solchen Momenten über Fußball zu reden und... Ach, Leute, ja, I don't know, dann hätten sie die PK ganz absagen sollen. Wäre wahrscheinlich der bessere Move gewesen, oder? Weiß ich nicht. Wenn jetzt keine Fragen zum Sportlichen kommen, hätte man den ganzen Bums auch absagen können und wäre gut gewesen. Also, meine Meinung. Aber wir hören mal rein. Wie ordnen Sie den ganzen Abend so ein bisschen persönlich ein? Ja, es ist eigentlich fast unmöglich, über Fußball zu reden. Ja. Und ja, es ist in diesem Moment jetzt gerade sind natürlich die Menschen in Magdeburg in unsere Gedanken und Priorität ist einfach irgendwann hoffentlich mal Friede zu haben, überall, nicht nur in Deutschland. Das wird nie passieren. Wir Menschen sind alle Wichser. Wir sind alle, oder der große Teil ist halt einfach, machthungrig, geldgeil und es wird niemals Frieden auf dieser Welt herrschen. Wir werden diesen Planeten irgendwann zerbomben. Die Frage ist nur, wann es passiert, aber es wird irgendwann passieren. Ja, also wenn man ein bisschen realistisch ist, ist das leider der Ausblick in die Zukunft. Ja, das wird nie passieren. Dafür sind die Menschen viel zu kapitalistisch. Ja, ich meine, wir leben in einer Kapitalgesellschaft. Der Fußball macht da nicht vor Halt. Guckt euch Dortmund an, die da mit Rheinmetall. Ja, braucht man nicht weiter drauf eingehen, oder? Soll jetzt gar kein Hate sein oder sowas. Wir haben auch fragwürdige Sponsoren schon gehabt und haben auch fragwürdige Sponsoren. Aber Frieden wird es auf dieser Welt niemals geben. Dafür sorgen Macht, Religion, Missgunst, all diese Sachen, ja. Diese ganzen... Ich meine, guckt euch einfach nur Social Media an. Das ist das beste Spiegelbild unserer Gesellschaft und das sagt alles aus, ja. Wenn man aber dann auch den Fußball dafür missbraucht, in gewissen Ländern WMs stattfinden zu lassen, ohne da irgendwie vernünftig darauf hinzuweisen, für Veränderungen zu sorgen und so weiter, muss man sich auch nicht wundern, wenn noch nicht mal der Sport dann das Rückgrat zeigt, um am Ende des Tages dafür zu sorgen, dass alle Menschen gleichgestellt sind und dann vielleicht irgendwann auch mal Frieden einkehrt. Aber das wird nie passieren. Also nicht, auf jeden Fall nicht, solange ich leben werde. Weil so lange lebe ich nicht mehr, als dass wir das erleben werden, dass die Menschheit sich komplett wandelt. Ja, mal ein bisschen kleiner Exkurs vom Fußball, Alter. Aber gut, wir hören weiter, was Vincent noch sagt. Aber überall. Und ich wünsche, wir schließen jetzt dieses Jahr ab und ich wünsche für 2025, wir haben gewonnen heute, aber ich wünsche mehr Siege für Friede nächstes Jahr. Und das ist jetzt... Das passiert nicht, Alter. Guckt euch an, wir kriegen es ja noch nicht mal hin, als Europa dafür zu sorgen, dass angrenzende Länder von Russland überfallen werden. Das nehmen wir auch so einfach hin. Ja. Und das wird in der Zukunft nicht besser werden. In Amerika wurde Donald Trump, der Faschist Nummer 1, gewählt, der Züge von gewissen Sachen annehmen wird, die bei uns in der Vergangenheit liegen. Ja, also was das gerade für Aussichten sind, politisch gesehen. Auch bei uns die Wahl.
wild. Ja, da ist von Frieden zu reden auf dieser Welt ist da, ja, da ist man naiv. Leider. Meine Gedanken. Aber ich Danke, Vini. teile natürlich den Wunsch, ja, gar keine Frage. Und natürlich sind unsere Gedanken bei den Menschen, ja, aber das Leben geht auch weiter. Die Welt dreht sich weiter und wir müssen damit klarkommen oder halt auch nicht, weil das muss jeder mit sich selber ein bisschen ausmachen. Jo. Wir können es auch dabei belassen. Das ist ein Danke. schönes Statement. Würde ich auch sagen. Ja, alles Gute Ihnen zum Jahresende vor Weihnachten. Bleiben Sie gesund. Schönen Start ins neue Jahr und bis dann wieder. Danke, servus, ciao. Servus. Ja. Wie gesagt, man hätte den Bums auch einfach ganz absagen können. Ja. Keine Ahnung, ob es die bessere Wahl gewesen wäre. So gab es ein kurzes Statement. Ja, natürlich die richtigen Worte, aber ja, naive Worte irgendwo. Aber natürlich, was willst du sagen? Ja. Außer unsere Gedanken sind da, kannst du das Mitgefühl aussprechen, aber ja. So sind Menschen. Menschen sind die schlimmsten Tiere auf diesem Planeten. Ja, und das wird sich auch nicht ändern, Leute. Jo. Und damit beenden auch wir hier die Hinrunde. Und ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch. Ja, für alle, die hier sind, für alle, die mich hier supporten. Vielen lieben Dank dafür. Und ja, wir werden, wie gesagt, Montag auf jeden Fall einen Stream haben, der um Fußball geht. Und wir werden auch noch, oder ich werde noch mein Hinrundenfazit ziehen. Ja, das ist, was ihr dieses Jahr noch erleben werdet auf diesem Kanal. Und dann schauen wir mal, was das neue Jahr bringt. Ne? In diesem Sinne, wohlweise Grüße gehen raus, haut rein, bis dann. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.